Geleck. Radl, bring mir mal bitte noch mal eine halbe. Dir? Ja. Na, Was nein? Warum nicht? ja, weil das dann deine 5. Halbe war. Ja, und? Ja, nach der 5. Halbe wärst du immer unausstehlich. Du pöbelst alle an. Zündest du wieder herin an? Ja. Singst wieder irgendwelche komischen Bergsteigerlieder? Und alles muss hinterfragt werden. Nix wird akzeptiert. Ich? Ja, du, geh! Das ist so ein Schmarrn. Jetzt darfst du aber aufhören. Jetzt pass auf, Radl, dann machen wir zwar jetzt einen Kompromiss. Wir lassen meine 5. halbe aus und du bringst mir direkt die 6. Oder wir machen es so, du gibst dem Flo meine 5. halbe und ich trinke nur die 6. Wisst ihr was? Ihr seid jetzt eh Grattler. Krieg ich echt kein Bier mehr, oder wie? Nein. Wer sich nicht Freund hat. Richtiges Dreckschwein. Gott, jetzt geht es nach der 4. Halbe schon los. Das wäre echt so. Sagt einmal, was haltet ihr eigentlich von einem Dreier? Also Schatz, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du auf sowas stehst. Also wir zwei waren dabei. Hey, bei was dabei? Ja, ich teile alles mit meinem bisschen Spätzle. Hey, von was redest denn du? Ja, du hast doch gerade gesagt, wegen dem Dreier. Oh Gott. Ein Dreier BMW. Ich wollte wissen, was ihr von einem Dreier BMW haltet. Ich suche ein Auto für mich. Ich glaub's ja nicht. Also, doch kein Dreier nicht, oder? Ich glaube in den nächsten 14 Tagen nicht einmal ein Zweier. Ich glaube eher, das wird ein Einser. Boah, diese Elternabende. Ich sag's dir, die bringen mich noch mal um. Irgendwann streike ich. Was war jetzt wieder los? Ja, immer das Gleiche. Diese Mütter, die meinen, Erna Schratz ist was Besonderes und das Allerwichtigste. Überhaupt, die sind ja alle sowieso hochbegabt und total unterfordert. Und überall wollen sie mitschnappen. Sogar beim Lehrplan. Ja, und die Maulwieserin, das ist die Allerschlimmste. Der einzige Lehrplan, von dem die was versteht, ist der von der Müllabfuhr. Aber Hauptsache ihren Dustin aufs Gymnasium schicken, dass ich nicht lache, also echt. Und wenn es dann einmal um die Bedürfnisse der anderen geht, das juckt ja keinen. Die sind total egoistisch. Der Franziskus zum Beispiel, der braucht einfach mal mehr Zeit bei den Matheproben. Aber da reagiert keiner drauf. Und die Lehrerin? Die kriege ich schon noch so weit, das wirst du sehen. Und wenn ich eine Beschwerde ans Kultusministerium schreiben muss, unser Franziskus kriegt mehr Zeit in Mathe. Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönraum.